Es geht weiter, immer heiter, Freunde. Endlich ist es soweit. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen bei Pokémon Legend Arceus und auch schon unser Kramchef ist ready für alles weitere, hoffe ich mal. Hier zurück bei Pokémon Legend Arceus. Und ja, wir gehen natürlich jetzt Schritt für Schritt vor, was ich also machen will, was ich vorbereitet habe, auch seit der letzten Folge. Obwohl ja dort eigentlich schon relativ viel auch schon gemacht wurde. Jetzt aber erstmal unser Evoli endlich entwickeln. Letzte Folge in Felinara, heute wird es ein Psyana. Also ich hoffe es zumindest. Ja, sieht gut aus. Es ist ein Psyana. Tank zur Verfügung, perfekt, dankeschön. So, Freunde, jetzt das Team. Das aktuelle Team, künftige Team, neue Team, wie auch immer. So, die Teambox sieht aktuell so aus. Moment, mal ganz kurz hier noch switchen. Obwohl, das ist eigentlich noch falsch. So wäre es, glaube ich, richtiger, wa? Moment. So, jetzt könnte es ungefähr passen, wie ich es mir da vorgestellt habe. Also, Teambox. Zum einen hatten wir hier mal ein paar Pokémon, also dachte, quasi als Alternative. Wenn ich jetzt hier sage, ich brauche ein Wasser-Pokémon, aktuell ein Bogelin und ein Garados, natürlich vom Level her. Und so muss man sagen, Bogelin muss ich noch krass trainieren. Garados braucht noch ein paar neue Moves. Ansonsten würde es eigentlich passen. Oder hier Magneson oder Luxtra. Auch hier halt speziell, dass Luxtra eigentlich eher der physische Angreifer wäre. Magneson eher der spezielle, wobei auch er hier kann natürlich auch speziell zuschlagen. Hier nach Tardopier und Draghi haben wir jetzt überlegt, so quasi der Tank. Bei Nachtara eher der spezielle Unlicht-Tank, bei Piondragi eher der physische Unlicht-Tank. Trotzdem natürlich Nachtara ein bisschen mehr tanky als Piondragi, muss man auch zugeben, obwohl ich hier natürlich auch ein bisschen mehr gebootet habe, das gute Ding. Und generell aber natürlich auf den Angriff ist Piondragi eher physisch ausgerichtet. Also ja, beide können zuschlagen, aber eigentlich auch gut tanken. Dann sind sie auch hier noch am Support, hier mit Schwertern, sind mir Gedanken gut. Wobei hier spielt es keine Rolle, weil hier bei Legende Arceus irgendwie, sobald du irgendwas boostest du alles. Also einfach Offensivkräfte, sprich, offensiv ist halt Angriff und Spezialangriff. In anderen Spielen hast du halt irgendwie Schwertanz nur physischer Angriff und Gedankengut wäre halt nur spezieller Angriff und spezielle Verteidigung. Aber ein anderes Thema. Hier haben wir noch den Psychopart, den man theoretisch auch hier mit Damitier besetzen könnte. Und jetzt kommt der Clou daran, wieso ich sie unten so aufgestellt hatte. Zum einen haben wir hier noch ein paar Elite-Pokémon sortiert. Andererseits sagt er mir hier unten mit der Leiste, mit dem Team hier, das sind ja eigentlich 5 Pokémon, die es nur in der Gen Arceus gibt. Entweder sind sie Sui-Formen oder Weiterentwicklungen. Also Hisui Tonupto oder Hisui Viscagar, während Axantor, Ursaluna und damit hier Entwicklungen sind, neue. Und hier oben haben wir im Prinzip ein bisschen die Pokémon, quasi wie ein Elite-Team, aber andererseits auch das Pendant zum unteren. Hier zum Beispiel Tonupto, Feuergeist, hier hat man Panferna mit Feuerkampf. Hier natürlich halt Sheros oder Axantor als sichere Entwicklung. Hier ein Drache, Viscagar oder Knaxel halt. Hier, ja, man überlegt, Ursaluna oder Relaxo, kann man darüber streiten. Ich finde so Relaxo noch cool, aber Ursaluna ist halt doch eher der physische Angreifer, plus ein bisschen tanky, der dafür ein bisschen mehr reißen könnte als Relaxo. Mal gucken. Ja, und hier war es eigentlich ein bisschen auf sowohl als auch, quasi Shelterra oder Roserade als Pflanzen-Pokémon, während Shelterra ja eigentlich auch physisch ausgerichtet ist und Roserade speziell. Wiederum anstelle von Damitier, was ja auch speziell wäre, zwar auch ein bisschen physisch sein könnte. Wobei jetzt aber natürlich auch Psyana, was man da reinpacken könnte. Quasi, ja, Damitier oder Psyana. So als psychischen Part. Und das hier, den hat er mir überlegt für Flug-Pokémon. Ich meine, klar, wir haben Skorgro, aber dass es Flug-Pokémon ist, kann man nicht darüber streiten. Aber halt Staraptor, Skorgro, Kramchef, hier vielleicht noch das Hisui Washaquil. Und so ist eigentlich die Idee ein bisschen gewesen, dass ich mir gesagt habe, hey, komm, das wäre eigentlich mal eine coole Idee, dass man so ansorgen zu sagen, hey, hier hätten wir irgendwie die Flug-Pokémon, die man mitnehmen könnte. Hier, so überlegen, speziell oder Pflanze oder so.
Hier müssen der Normalo-Typi, Drache, hier müssen der Käferslot, der Feuerslot. Ja, das ist einfach mal so temporär, was man mal so überlegt hätte. Und jetzt geht es ja darum, wie machen wir weiter für die nächste Region, sage ich schon. Für das nächste Gebiet, für das Eisgebiet. Und ich würde jetzt gerne mal wie folgt loslegen. Erstmal natürlich unseren guten Tonuk wieder mit. Machen wir, lege ich mal kurz ab. Dann nehme ich Psyana mit, weil wir es gerade erst entwickelt haben. Und mal gucken, was er drauf hat. Ja, ein bisschen die Kennenlernphase quasi. Zum Gucken, was haben die Dinger so drauf. Dann kommen natürlich Knaxel mit und Viscagor, weil die muss ich natürlich ein bisschen testen. Genauso wie Skorgo würde ich auch gerne testen, weil Drachenboden ist schon ein interessanter Typus. Drachenboden, haben wir bei Knaxel, meinen natürlich hier Bodenflug. Und haben wir überlegt, entweder Roserade oder Kramchef. Ich glaube aktuell würde ich eher Roserade mitnehmen. Wir trotzdem noch ein bisschen die Typen abgedeckt haben. Typenvielfalt vor allem. Also eigentlich kann man sagen, das ist jetzt das Team, was ich jetzt mal primär mitnehmen möchte, zum ein bisschen testen und so. Wobei euch beiden muss ich noch entwickeln. Man sieht ja auch schon, wer hier die Elite-Pokémon sind, wa? Die 4. Psyana und Tandup kommen sich ein bisschen vor wie im falschen Film. Aber egal. Aber sehen schon cool aus, muss man zugeben. Okay. Sehr schön. Also, dann habe ich offscreen noch gemerkt, dass wir noch ein paar Sidequests annehmen können, angeblich. Ein paar Typen. Aber erst einmal haben wir hier noch. Knallt uns bereits schon weiterentwickeln. Cool. Viscagor fehlt etwas. Ah, warte mal, ich glaube, ich weiß was. Da war, glaube ich, irgendwas mit Regen. Ich glaube, es muss regnen, damit Viscagor sich entwickeln kann. Ich glaube, da war irgendwie sowas in der Art. Genau, was man machen wollte hier, zum Zeigen. Ich habe ein paar Items mitgenommen. Zum einen will ich noch ein paar neue Pokébälle herstellen. Zum anderen aber auch noch ein paar neue Sterndinger zum Verkaufen und so. Und deswegen jetzt hier mal ganz kurz geguckt, was man hier machen könnte. Hyperbälle, das sind die stärksten Formen. Da kann man jetzt ruhig nochmal irgendwie 17 machen, weil werden wir vermutlich auch ziemlich sicher alle mitnehmen. Tonnenbälle haben wir auch schon als höchste Form, das heißt, da wird sich auch nichts mehr ändern. Wir haben jetzt mal 10 Stück mit. Das Problem ist nämlich mit den Eisenbrocken, die wir jetzt ausgegangen sind. Das heißt, die muss ich jetzt mal noch kaufen. Dann haben wir hier zum Beispiel Knirschmineral. Finde ich persönlich, kann man auch immer wieder gebrauchen. Da jetzt ruhig mal alle irgendwie dafür gebrauchen. Köderteig. Ja, kann ein neuer kaufen, ne? Ist kein Problem. So, die hier. Ich kann nur 5 einsetzen, weil ich zu wenig Purpurstücke habe. Krass. Krass. Jetzt kurz gucken bei ihr. Was kann ich bei ihr kaufen? Die Fittlauch, genau. Die müssen natürlich sein, weil die Quest will ich jetzt gerne noch abschließen, wenn wir schon mal hier sind. Das waren ja 100 Fittlaucher brauchen wir, wa? Also mal die paar dazu gekauft. Und sonst habe ich momentan nicht viel. Moment. Ist noch etwas Neues, Kumpel? Nee. Wobei Pilzköder war gar nicht mal so schlecht, weil Pilz habe ich echt wenig. Na ja, gut. Direkt so von mir aus kann man natürlich auch machen. Ein Angebot dabei. Okay. Cool. Also er hat zweimal gesagt, ich habe mein Angebot erweitert. Das sah irgendwie ein bisschen creepy aus, aber egal. Ching Ching. So, und wie gehabt, kann man natürlich nicht sortieren hier direkt, das war zu erwarten. Also kaufen. Da war ja was. Ich werde die Bälle kaufen und die Materialien dafür. Momentan würde ich eher sagen, die Materialien außer...
Ja, hier vielleicht, wa? Wobei, nee, warte mal, die kann ich wirklich alle selber herstellen. Ja, bei den Klebdingen mache ich halt auch Lehmkugeln, ne? Da ist nämlich das Problem. Schnellbeeren, ach du Scheiße. Wie viel davon haben? Hast du nicht. Hä? Wo ist der? Normale Köder? Hast du den gar nicht? Warte mal, bin ich jetzt doof? Ist noch mehr als sonst. Ah, der hat den Köderteig. Okay, habe irgendwie jetzt übersehen. Keine Ahnung. Also, die Erze, stimmt. Bei wem kann ich jetzt die Erze kaufen? Das ging ja auch, haben wir mal gesehen. So, Pokéball-Herstellung. Okay. Oh, das Shamin-Set. Mal kurz angucken. Süß hier. Naja. Ja, warum nicht? Kann man machen. Oder auch nicht. Warte mal, lege ich die Dinger wieder ab. Alles Wurf-Items. Ja, Honigköder. Sind nur 4, aber... Was ja eigentlich war. So. Mal gesehen, dass noch irgendwie ein paar hier unterwegs sind. Die noch irgendwas für uns haben angeblich. Hast du eigentlich noch irgendwas Neues? Der hat was. Oh, was stimmt da nicht mit mir? Ja, ich konnte doch irgendwo... Ich bin gerade ein bisschen doof, Freunde. Sorry dafür. Ah, hier die Materialien. Ich wollte schon sagen, ey. Bei so einem Typ kann er das doch machen. Warte mal. Nur mal so testweise mal gucken. Ja, das ist langsam ein bisschen teurer. Nicht hier, sondern hier. Mann. Warte mal, da habe ich jetzt 30 Stück davon. Da hätte ich gerne noch irgendwie 6 mehr, weil eben mehr von denen geht sowieso nicht. Hier können wir vielleicht irgendwie... Dann gehen wir auf 15 hoch. Da haben wir 15 insgesamt, das passt, glaube ich. Rauchkugeln. Ah, genau. In der Rumblätter und Rauchknollen. 1:1, okay. Als Knallmoos aber die Knallkugel. Okay. Rauchknolle und Knallmoos. Alles klar. Dann können wir das auch selber machen, stimmt. So. Was ist mit dir eigentlich los hier? Wurde man nicht gerade verkauft jetzt für eine Sekunde für mich?
Was Umkehrbratling gefälligst? Rauchknolle, Zähpilz, Pfobeere. Aber sicher nichts mehr dabei davon, kann das sein? Warte mal, jetzt hatten wir doch irgendwie... Kilias Frisur, ja, da ist ja kein Problem. Griffelhügel machen wir ein anderes Mal, aber auch schon mal erwähnt. Machen das hier mal ganz kurz. Jetzt haben wir schon mal dabei, jetzt kann ich das direkt mal abgeben. Oh, neue Quest in dem schon wieder. Nein! Ich weiß, seine Schwester verschwunden oder was? Vor allem kleiner Auftrag. Die harte Minze und die mäßige Minze. Was machst du da unten? Okay. So, was ist mit deiner Schwester los, hä? Okay, ja, dann machen wir später, Freunde. Haben wir zumindest mal mitgenommen. So. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz nochmal hier rein. Gucken mal. Nochmal so ein Spezialangriff, umso langsamer. Heißt, mit diesen Minzen kann ich einem Pokémon das Wesen ändern? Also kann das ja, einem Pokémon das Mäßigwesen geben? Mann, und das Hartwesen natürlich schon eigentlich krass wäre. Alter Schwede. Okay, behalten wir mal. Ist eigentlich in dem Spiel hier uninteressant sowas, aber ist natürlich dann interessanter, wenn ich dann eben irgendwelche Pokémon via Pokémon Home zu anderen Spielen transferiere. Sei es jetzt Schwert und Schild, sei es Perl, Diamant, also Remix, oder sei es dann künftig mit dem 9. Gen mit Karmesin und Purpur. Wir werden sehen. So. Nehmen wir auch nicht. Dann haben wir davon noch ein paar. Alle mitnehmen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich brauche... Ja, wenn eine Quest braucht, halt noch irgendwie so einen scheiß Pilz, wa? Das heißt, sie haben so viele Lehmbälle und so. Ich glaube, es ist mal langsam Zeit, dass ich mal die Klebkugeln einsetze. Ja, er braucht noch irgendwie so Pilze, war aber die eine Quest. Okay, okay. Habe ich eigentlich jetzt hier irgendwie... Das untersuchen war. Habe wirklich nur eine Handwerkskiste im Inventar. Sonst nicht. Na egal. Ich kann jetzt langsam überlegen, ob irgendwie so viele Tränke, Supertränke, Hypertränke und Toptränke überhaupt noch vonnöten sind. Egal, warte mal, ich brauche da klebkugelmäßig, da werden wir glaube schon hinkommen. So. Ich will jetzt mal sagen, Freunde, zwischendurch mal. Ich kann hier drüben den Pokémon nicht freilassen. Das ist auch scheiße. Wir können mal ganz kurz noch Knacksen entwickeln. Nee. Ja, komm. Na eben. Ein fettes Knackrack. Sehr fett vor allem. Hallo, Großer? Nice to meet you. So, die Pokémon bitte. Alter Schwede. So.
Was war jetzt genau in Klebkugel? Aber irgendwie die Anleitung davon noch gar nicht. Selber machen könnte. Kann natürlich sein, wa? Hyperarznei. Nee, die gab es mal später. Klebkugel, hier, Aprikoko, Lehmball und Rundblatt. Für fucking 20.000. Okay, das ist natürlich schon heavy. Weil natürlich Rundblätter kann ich kaufen. Die Aprikoko müsste ich eigentlich finden, habe ich jetzt. Also eigentlich Lehmball, nachher Aprikoko plus das Rundblatt. Da gäbe die ja die Klebkugel. Ja, ich brauche natürlich jetzt mal ein bisschen Kohle von den Pokémon, weil müssen die jetzt alle mal. Die brauchen bessere Moves. So, natürlich nehme ich jetzt erstmal die Pokémon, die ich hier im Team habe. Ich glaube, es hat nichts Neues berichtet, was heißt, wir haben irgendwie normale Moves noch. So, natürlich braucht ein Psyana, braucht einen Spukball, braucht einen Zauberschein, ne, dürfte glaube ich klar sein. Ein Hyperstrahl, ja. Ja. Ne, ich glaube, die beiden passen mal, weil Bericht. Dann hat es Gedankengut, hat es selber. Müssen wir eine Psychoattacke selber drauf haben. Okay, dann habe ich eigentlich eine Psychoattacke. Wie Psystrahl, Psychokinese, plus Spukball, Zauberschein, Gedankengut. Okay. Gut, das machen wir dann zwar aber später. Dann hier bei ihm. Berichtermäßig, Drachenklaue, Schlitzer, Flammenwurf, Erdkräfte. Das ist natürlich eigentlich. Der Angriff ist natürlich höher als Spezialangriff. Trugschlag. Okay, das ist natürlich geil, wenn man einen Pokémon haben, dass er es lernen kann. Das ist sonst so selten. Was habe ich denn sonst noch so Geiles bei ihm? Die Offensivkraft. Ja, da heißt es schwächt auch den physischen Angriff, dann da ist natürlich Kacke. Steinkante wäre geil. Nassschweif. Warum eigentlich nicht? Aber ich habe was gegen Feuerpokémon. Ja gut, aber sowieso, aber Gestein, Boden. Ja, eine Bodenattacke, wobei. Nur physisch, ja. Ja, das Boden-Pokémon dann irgendwie eine Wasserattacke erlernen. Feuerzahn wäre auch nicht so schlecht. Ja, das wird teuer, ich sehe schon. Nassschweif, Steinkante, ich habe die teure Moves, mache ich noch Eisenschädel, auch nur damit er halt ein gewisses Repertoire hat. Alter, das ist teuer. So, Viscagor, was hast du noch so Schönes, was man dir lernen könnte? Spezialangriff natürlich ein bisschen höher, Drachenpuls, Hydropumpe, bist eigentlich schon relativ gut unterwegs. Eisenschädel. Refugium, was ist ein Refugium? Stahlstrahl. Oh, ich glaube, den braucht schon, war Eisstrahl, immer einen anderen Blitz mit, wenn es wirklich so physisch unterwegs sein sollte. Die Matschbombe kann ich, glaube ich, mal beiseite lassen aktuell. So, jetzt natürlich Sherux nicht dabei, was er können machen. Ja, den muss ich halt vielleicht später mal gucken, ob wir denen irgendwie noch neue Moves beibringen. Erstmal das Team, was wir sowieso gerade aktuell dabei haben. Kreuzschläger, Gifthieb, Steinkante, Schwertanz. Wäre eigentlich generell schon mal nicht so schlecht. Oh, der hat Druckschlag, krass. Oh, natürlich ein großes Repertoire. Was lohnt sich bei ihm? Bodenflug, Kraftwechsel. What? Okay. Das ist ein interessanter Move. Dampfwalze, wiederholt Schaden nimmt. Wow. Die Zähne sind bei ihm so günstig, keine Ahnung warum. Kann ich dem auch mal. So. Die Moves will ich zuweisen, Freunde, machen ein anderes Mal, weil das dauert jetzt zu lange. Gigastoß, Matschbombe. Ne, den Rest braucht es nicht. Der Eisenschweif nicht eher so. In der Trefferquote. Hyperstrahl, Finstaurer. So.
Roserade, bei dir wird es nicht viel geben, weil Energieball, Giftschock, da hast du schon ein relativ geiles Repertoire. Zauberblatt. Ja, Matschbombe. Du hast auch Zauberschein, Spukball. Das heißt, wenn ich mal ein Team machen würde, kann man sich überlegen, Psyana oder Roserade. Wenn sowieso viele Moves miteinander gleich sind. Warte mal, ich mache bei dir auch noch Zauberblatt rein. So. Kannst du eigentlich wieder tauschen? Leistungskit angestanden. Nee, lass mal. Attacke Meißen. Ja, ich habe eigentlich genug Meister-Samen, aber da will ich jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen warten. Also, warte mal, war die Rumblätter, aber noch mehr bräuchte. Da müssen wir halt noch kaufen. Habe ich eigentlich noch genug Kohle, um das zu kaufen? Das war doch ein bisschen großzügig mit der Kohle. Naja, aber ja klar. Okay, müssen ein anderes Mal warten, vor 120.000. Da ist ein Hammer. Dann nochmal ganz kurz ein paar Items ablegen und dann machen wir uns auf die Reise, Freunde. Das noch in der Folge hier. Ja, da kriegen wir noch hin 2-3 Minuten, wenn wir noch ein bisschen was gesehen haben. Das heißt, damit warte ich mal noch bis zum nächsten Mal. Haben hier ein paar Items, das sieht eigentlich auch sehr schön aus. Ich glaube, die Himbeere noch nie genutzt habe, weil ich aber eigentlich immer nur die Sinelbeere genutzt. Das ist eine Aufmerksamkeit. Sich leichter fangen. Wäre eigentlich schon cool. Egal. Roserade und Psyana. Maria sind jetzt momentan die Schwächsten im Team. So. Dann, Freunde. Massenhaft Pokémon, wo? Staravia, okay. Nee. Wir gehen ins weiße Frostland. Gucken mal, ob es regnet. Eventuell jetzt ganz geil. Aber wo klingt der ja nach einem Schneegebiet? Warum soll es hier regnen? Das weiße Frostland. Wieso guckt er so traurig? Schön, dass du es geschafft hast. Dann können wir nun gemeinsam frieren. Du wirst nicht glauben, aber das weiße Frostland hat nur äußerst selten Besuch. Eigentlich kommt nur Tao Hu ab und zu mit seinem Produktionsstub her, um Materialien zu sammeln. Da früher Pokémon sind, darf auch der Forschungsstub nicht zu weit sein. Arctos hält sich beim Eisgipfel Kampffeld auf. Das liegt noch ein ganz Stückchen weiter. Diese Mission ist zweifellos ein gefährliches Vorhaben. Das ist gut also von Perlon, Diamant und tu bitte nichts Unüberlegtes, ja? Hey Michael, angenehm frische, findest du nicht? Ah, ich habe auch direkt den Klamotten an. Sag mal, frierst du denn gar nicht? Hey, ach was, mir ist ja zu warm. Außerdem wird es gleich noch viel, viel kälter. Wart's nur ab. Solange wird mir eins klar. Dass wir uns nie einig sind, hat rein gar nichts mit unserem Clan zu tun, sondern mit dir und mir. Wir werden uns nie richtig verstehen, oder? Jedenfalls nicht so lange du eine kleine falsche Gottheit verehrt. Das mag hart klingen, ist aber so. Das tut ihr beide. Wir müssen zu meinem Meister. Er ist genau da, wo man ihn sonst auch immer findet. Das wäre dann wo? Du willst doch von Rennen, oder? Wo finden wir ihn? Bei dem Eisblock. Hä? Welcher Eisblock? Du hast gehört, Michael. Dann mal los. Jo, schon, aber dann bitte nächste Folge erst, wa? Toll, lass uns ruhig hier zurück. Deswegen kann ich Leute nicht ausstehen, die es immer so eilig haben, als würden ihnen die Zeit davonlaufen. Pass mal gut auf dich auf, Michael. Wir sind uns an einem Arktidas Eisblock. Schöne Scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich, Freunde. Das Outfit hier geht doch mal gar nicht, oder? Kann ich irgendwie das Outfit wechseln? Das wäre irgendwie ganz geil. Ich würde gerne mein Forschungsding anziehen. Ja, ich mache sogar offscreen schnell, Freunde. Ich gehe wieder zurück und ziehe mein Forschungsding an, weil
Das passt hier sowas von gar nicht ins Setting ein. Oh Mann, ey. Naja. Immerhin haben wir coole neue Pokémon aktuell im Team. Die anderen coolen Pokémon sind noch in den Boxen. Auf der Farm besser gesagt. Die waren natürlich darauf, dass wir sie ineinander da rausholen und einsetzen. Alter Schwede. Jetzt wollte ich erstmal gucken, wie ich den hier noch entwickeln kann. Ich dachte eben, es wäre irgendwas mit Regen gewesen. Das heißt, wir haben ein paar Mal pennen hier, wenn es regnet. Weil Müsse ist eigentlich auch hier in dem Gebiet hier. Und dann geht es immer so richtig ab, wa? Mit allem möglichen Erforschen und so. Sidequest, um der König des Schneefells und so. Oh Mann. Gibt's noch einiges zu tun, Freunde. Zurück. Bei Pokémon Legend Arceus natürlich noch ein paar Moves anpassen, wa? Weil gekauft haben wir sie, jetzt müssen wir noch anpassen. Hey, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.